Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind hier immer noch im der Sanktum der Ergebenen. Jetzt sollen Sie gar nicht kurz nachschauen, dass ich weiss, wo ich genau stecke. Heil und sag noch einmal. Wir sind gerade auf dem Weg zu einer Quest und zwar haben wir ja da mehrere Sachen und wir könnten jetzt die verlorene Flöte zurückbringen, den Sandspeer Vesarik umnieten, aber es wäre eine 5 Spieleranzahl oder wir können den fehlenden Schlüssel suchen. Das wäre einer von den Schlüsseln, die wir dafür hier hinten brauchen. Dann würde ich aber mal sagen, ich würde mich am liebsten eigentlich gerne mal um den fehlenden Schlüssel kümmern. Darum machen wir uns doch mal gemütlich schon mal auf dem Weg auf unserem wunderschönen Mount in die Richtung dorthin. Jetzt müssen wir aber schauen, dass wir da nicht... Ja, das sind eben alles Gegner, dass wir denen irgendwie ein bisschen aus dem Weg gehen können. Ich bin mir also sogar ziemlich unsicher, ob wir da jetzt den Weg so... Aber ich glaube, wir müssen ihn so von uns nehmen. Machen wir das jetzt einmal. Oder ob wir irgendwie ein Flugtier hätten können brauchen. Aber das lassen wir jetzt einmal so Sache vor der Sache sein. Weiter weg ist es ja eigentlich nicht. Also gut, auf der Karte sieht es nicht so weit weg aus. Ich glaube, vom Laufen her wird es dann schon ein bisschen mehr dauern. 900 Meter. Aber das sollten wir gut anbringen. Ah, die sind uns gesonnen. Da haben wir sogar mehrere Quests noch. Aber die ignorieren wir jetzt. Knallhart. Ciao zusammen, bis später. Denn wir wollen jetzt... Oder hat es noch einen Briefkasten? Weil wir sollten unbedingt mal von das Entwicklerteam vom WoW... Haben die da ein Briefkästchen? Nein, ich glaube, die haben da keinen Briefkasten. He? Egal, dann machen wir uns mal weiter auf dem Weg. Durch die Ödlande richtig zum fehlenden Schlüssel. Den Rest können wir ja wirklich dann auf dem Rückweg erledigen oder allgemein irgendwann einmal. Aber ich würde unbedingt gerne wissen, wie das weitergeht mit dem Schlüssel. Weil ich da bei der Vulpera jetzt wirklich nicht so viel bin bis jetzt. Und der Tempelübergriff. Hä? Krasser Name für eine Ortschaft. Der Knochensplitterschlucht. Und mich das allgemein würde interessieren, was halt genau die Geschichte dahinter ist mit dem Seatun und blablabla. Und ob es jetzt die anderen Nudeln von Schlangengestalt eigentlich schafft, die jetzt die Weltherrschaft in diesem Teil des Gebiets errichten und wir da vielleicht nachher müssen in einem anderen Gebiet weiterkämpfen. Darum würde ich gerne mal schauen. Da oben hätten wir, glaube ich, sogar ein Monster gegen 5 Spieler. Also, wenn wir das uns mal ganz kurz anschauen, wie der aussieht. Weil fliegen kann ich leider noch nicht. Also es zeigt mir an, dass er da ist, aber ich gehe davon aus, dass er da umeinander schwirrt. Da hinten haben wir etwas Starkes. Das ist der mit 49'000 Leben. Er ist machbar, wenn wir das ganz kurz schnell einmal versuchen. Versuchen wir es einmal, komm. Let's go. Versuchen wir es einmal. Wir sind 3 gegen 1. Das heisst, wir könnten das eigentlich gut anbekommen. Aber ich gehe davon aus, er macht ziemlich guten Schaden. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir immer schön unsere Drachenfalken gemütlich aufheilen. Dass wir da nicht allzu fest... Schaden tun wir eben recht wenig austeilen, aber er teilt auch recht wenig Schaden aus. Also wenn er nicht irgendetwas in der Hinterhand hat, mit dem er uns gröber Schaden austeilen kann, sind wir eigentlich recht gut am Start. Aber jetzt gerade macht er guten Schaden. Gerade wieder Heilung einsetzen. Jetzt muss ich schauen, dass ich da meine Tierheilung dann gerade parat habe, wenn sie jetzt sterben, dass wir da direkt können... Ah, wieder heilen. Schön auf Obacht bleiben. Ich bin mir jetzt gerade ziemlich unsicher, was meine Heilung ist. Meine Tiere wiederbeleben. Ich glaube, das ist sogar der gleiche Knopf, wie wenn wir sie wiederbeleben würden. Aber jetzt könnten wir ihnen ja mal eigentlich da ein bisschen etwas geben an Stärke. Dann sollte das nämlich auch schon mal wieder ein bisschen besser funktionieren. So, da haben wir noch das da. Dann haben wir nämlich schön gemütlich viel Dings am Start. So, dann fesseln wir mal dich. Jetzt haben wir aber langsam ein Problem, wenn wir da 2 Viechli haben, die uns da gleichzeitig angreifen wollen. Jetzt wäre schon fast am gescheitsten den schnell ausschalten. Ignorieren wir den, weil jetzt können meine Drachenfalken sich nämlich auch heilen, während der hinten anrennt. So. Nice, und jetzt machen wir bei dem weiter. Der sollte da hinten mal im Gefängnis bleiben. Jetzt haben sich meine Drachenfalken nämlich auch gemütlich mal ein bisschen aufheilen. Komm, ich setze die jetzt mal ein schon. Dann haben wir wenigstens mehr Damage schon mal am Start. Also die Hälfte haben wir schon mal. Also wenn jetzt wirklich nichts Gröberes noch kommt, mindestens einmal Drachenfalken will ich noch aufheilen. Wir können ja auch nicht irgendwie... Nein, der hier. So, Drachenfalken gerade wieder heilen. Also bis jetzt haben wir gut durch. Let's go! Den besiegen wir, den Löli. So,
Drachenfolgen sind wirklich ziemlich gut angeschlagen schon. 102 geht funktioniert wahrscheinlich nicht. He? Ah, jetzt kommt der da wieder. So. Schön wieder auf Heilung gehen. Also Schaden macht wirklich nicht schlecht. Oh, jetzt ist es knapp gewesen. Jetzt ist es knapp gewesen. Oh, jetzt wird es aber knäbi. Jetzt wird es knäbi. Also ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass wir sie nochmal wiederbeleben müssen. Das heisst, ich versuche mal ein bisschen mehr auf Abstand zu gehen, dass wir wirklich genug Zeit haben, unsere Tiere wiederbeleben. Dann sollte das eigentlich gut funktionieren. Und tot. Let's go. Voila. Voila. Nice. Also so als Jäger gegen so mächtige Genossen, sage ich jetzt einmal, zu kämpfen, ist eigentlich noch recht easy, wenn sie nicht mehrere andere Tiere aufs Mal beschwören können. Also so läuft das eigentlich schon ziemlich gut voran. Man muss einfach wirklich immer schauen, dass man die Tiere aufheilt und wirklich dann auf Abstand ist. Sobald sie kurz vor dem Sterben sind, kann man sie wiederbeleben. Aber bis jetzt sieht es gut aus. Noch 13'000 Leben. Ich glaube, das sollten wir eigentlich schmackhaft gut anbekommen, ohne irgendwelche andere Probleme jetzt noch. Dann setzen wir aber gerade mal noch meine Vögel ein. Dann können wir ja wieder einbeschliessen, dass der mir nicht absolut zu fest auf den Keks geht. Come on, come on, come on. Sandsperr Versaki, es ist vorbei. Versarik, nicht ich habe fast Versace gesagt, hey. Versarik, deine Stunden haben geschlagen. Es könnte sogar sein, dass er nochmal meine Drachenfalken tötet. Es könnte wirklich möglich sein. Jetzt muss ich aber schauen, dass nicht hinter uns plötzlich nochmal irgendetwas auftaucht. Der fliegt da drüber weg. Jetzt wäre fast die Hoffnung, dass der vielleicht uns noch ganz kurz schnell helfen. Aber. Sie sind tot, okay. Also einer davon. Der andere lebt noch, aber wir haben nur noch 1800 Leben. Es wäre vielleicht sogar unnötig, sie jetzt wieder zu beleben. Aber ich sage, wir machen das jetzt einfach einmal, dann haben wir es erledigt für nachher. Komm, stirb. Ah, wenn die Fähigkeit ist, jetzt verfehlen wir wirklich alles ein bisschen. Komm, noch 500 Leben. Nice! Nice. Wir haben jemanden getötet für eine 5-Spieler-Anzahl. Oh mein Gott! Hup. Das ist aber easy gegangen. Das haben wir jetzt wirklich souverän und gut erledigt. Dann würde ich sagen, dann machen wir uns direkt mal weiter auf die nächste Quest. Haben wir auf dem Weg da noch schön etwas erledigt. Eine 5-Spieler-Anzahl-Quest. Aber ich glaube, wenn man als Jäger mit so zwei Begleitern, ist das eigentlich noch ziemlich easy, wenn man es so macht, wie ich jetzt. Aber ich also jetzt müssen zweimal wiederbeleben. Ich glaube, wenn man jetzt hier allein irgendwie als Todesritter oder so reingeht, oder als Schurke, wird dann das schon ziemlich happiger, also wirklich schwieriger. Wir haben das jetzt gut eigentlich wirklich noch gut erledigen. Jetzt hätte ich eigentlich noch Wildtier ängstlich ausprobieren, dass das Wildtier irgendwie davor rennt die ganze Zeit. Hätten wir noch ausprobieren können. Und sonst würde ich mal sagen, haben wir das eigentlich gut anbekommen. Vorig, da sind wir schon. Sally, mein Jung. Begleitet Vorig zu seiner Zuflucht. Let's go. Aufgeben. Wir reiten in das Herz des Imperiums der treulosen Champion. Okay, let's go. Es ist ein krudes Nest aus Fels und Dreck, voller Cethrak, die den Loa abgeschworen haben. Ich lebte auch vor langer Zeit dort, bevor Kortek unser Volk aus Machtgier und Wahnsinn verraten hat. Okay, alles klar. Damals waren Kortek und ich Anführer aller Cethrak und wir huldigten Cetralis. Mein eigener Unterschlupf lag versteckt in den Hügeln. Ein kleiner Cetralis geweihter Schrein zum Meditieren. Er ist seit Jahren verlassen, doch von dort aus können wir ideal unseren... Moment, was machen die Vulpera hier? Okay, also die Vulpera sind da, ist wie es aussieht nicht so damit einverstanden. Aber wie es aussieht, haben sie den Ort schon mal eingenommen. Wir gehen jetzt einfach mal, wir laufen am Vorig mal nach und hören mal zu. Ruhig. Mein Freund ist einer von den Guten. Heilige Sandkorn, bin ich froh, euch zu sehen. Ich habe mich etwas übernommen. Alles klar? Also wie es aussieht, sind die befreundet mit denen. Ja, wir sind da zum Helfen, mein lieber Vorig. Let's go. Sprecht mit Nisha. Wird sich freuen, euch zu sehen. Sie ist aus dem Krater und tötet Cethrak, wie immer. Ich bereite hier unseren Angriff vor, während ihr unter den treulosen Chaos sät. Okay, alles klar. Kehrt bald wieder. Wir müssen Imperator Kortek umgehend angreifen.
Also wir sind da, wie es aussieht, im Plan, jemanden anzugreifen. Wir haben jetzt auch eine Quest bekommen, dass wir die Nische unterstützen müssen. Und sie hat sogar nochmal eine kleine neue Quest für... Hans! Mit 2 Rüstungen, 1 beweglich, 1 Ausdauer und 3 Meisterschaft mehr, das sage ich nicht nein. Tötet gut Tockerin Versig und führt die Vulpero-Kinder zurück zu Mera. Sie halten die Kinder unten im Krater gefangen. Passt auf! Ja, wie ich liebend gerne mache, macht euch keine Sorgen, Nisha. Für das sind wir ausgebildet, absolute Killer, Auftragsmörder, wie auch immer man das genau sehen. Wir kümmern uns doch liebend gerne um die Sache. Also wir müssen Nisha suchen und gleichzeitig müssen wir noch den Gutharich Versig töten. Und das sollte sich da unten in der Schlucht befinden. Ich glaube, wir machen das jetzt mal zu Fuß. Da müssen wir nicht unbedingt auf unser Reittier steigen. Und dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal von näher an. Oh, da haben wir einen Gegner. Dann heizen wir dem gerade mal ein, weil der würde mich sowieso angreifen, sobald wir jetzt da würden durchlaufen. Der hält mehr aus als erwartet, hä? Und da greift mich auch noch einer aus dem Hinterhalt an. Das geht ja gar nicht. Also wie es aussieht, müssen wir uns da noch einige Kämpfe stellen. Und die Vulpero haben sich, wie es aussieht, mit den Schlangenmenschen verbündet. Ich weiss nicht, ich vergesse immer, wie das Volk heisst. So, komm. Den roten wir noch schnell aus da. Dann würden wir in die Dings kommen. Wir sind jetzt gerade im Krater der Eroberung auf Vorbereitungen zu einem grossen Krieg. Gegenüber dem anderen bösen Mensch. So, let's go. Komm, die Vögel erledigen die dort hinten schon. Wir müssen jetzt mal die hier erledigen. Nice. Nice. Also wir sind schon gut dran. Wir kommen mit dem Schritt vom Gutrach schon viel näher. Ach komm, bist doch ein bisschen einsichtig, bitte. Bist doch ein bisschen einsichtig. Es handelt sich da immer noch um den Schweizer Charakter. Der nimmt euch alle auseinander. Darum bist du jetzt gerade tot am Boden gelegen. Alles klar. Wir müssen da wirklich zuerst mal alles ein bisschen ausmerzen, bevor wir überhaupt an den ankommen. So ein kleiner Wirbelsturm, den der macht. Also nicht wirklich tragisch. So, da haben wir auch schon gut Gold wieder eingesammelt auf dem Weg. Und dann würde ich sagen, da hat es noch einen. Da hat es noch so ein Löli. Da hat es wirklich noch so ein Löli. Dann räumen wir den auch noch schon aus dem Weg. So, und dann würde ich jetzt mal sagen, Versig, deine Zeit ist gekommen. Viel Spaß beim Sterben. Ich kann nicht teuer verkaufen. Du bist ein Menschenhändler. Also ein Vulpero-Händler und so weiter. So Leute haben wir gar nicht gern. Weg mit dir! Weg mit dir! Die räumen wir doch liebend gern aus dem Feld. Und das sagst jetzt du. Was sagst jetzt du? Jetzt müssen wir die mitnehmen und dann müssen wir die zurückbringen. Jö! Oh mein Gott, die sind so klein und putzig. Vulpero-Kinder sind wir... Oh mein Gott. Die sind wirklich mega klein und putzig. Ich muss euch zurückbringen und wahrscheinlich muss ich euch wieder ganz raufbringen. Gehe ich jetzt davon aus ins Lager, he? Dann machen wir das mal noch ganz kurz und nachher suchen wir mal die Nische an. Die sollte sich dann auch irgendwo da innen verbünden. Verbergen. Das steht gerade verbünden, darum habe ich das Wort ein bisschen verwechselt. Ich hab doch gesagt, Mera, würde uns nicht im Stich lassen, so in dieser Art, he? Nicht vergessen, sie ist die Bestie. So. Dann bringen wir euch da mal schnell zurück das erste Mal. Dann haben wir da nämlich, muss ich mir keine Sorgen machen, dass die kleinen Wesen da irgendwie sterben, da wenn wir da im Kampf hinein sind. Das hätte ich jetzt gar keine Lust. So herzige kleine Monöckli müssen am Tod bringen. So, Mischa, die Kleinen. Für das können wir nämlich gerade noch etwas Cooles über. Ihr kommt doch zurück, oder? So, dann müssen wir da ganz kurz schon im Beutel hineinschauen. Das tun wir gerade mal schon wechseln. Den Händler haben wir da auch gerade noch, dann verkaufe ich das nämlich gerade wieder. Da hinten haben wir noch einen Schmied. Beim Schmied können wir das doch gerade mal schon gut verkaufen, dass wir da wirklich gerade schon wieder einen Platz mehr haben. Weil man weiss ja nie, wenn man als nächstes wieder auf einen Händler trifft. Und einen Briefkasten hat es da nirgends, oder? Doch, da! Wir haben einen Briefkasten gefunden. Sieht noch cool aus mit dem Adler oben drauf, so, hä? 16. Geburtstag von WoW! WoW, schon wieder ist ein Jahr WoW herum. Mit diesem Jubiläumsgeschenk für Ihre Abenteuer möchten wir Ihnen danken, dass Sie weiterhin mit uns World of Warcraft spielen. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns eine Feier in der Höhlen der Zeiten abzuhalten. Das Entwicklerteam von WoW. Okay, wir haben das Geschenk bekommen, müssen wir mal reingüchseln. Ui! Eine Einladung! Bringt die Einladung vom Zeitwanderer Chrom in den Höhlen der Zeiten. Ja, dann nehmen wir die mal einfach an und dann schauen wir mal weiter. Aber ich wollte jetzt noch eigentlich schon wissen, was wir da noch bekommen haben.
Erhöht bis zum Ende der Festlichkeiten sämtliche Erfahrung und Rufzuwachs um 16%. Zündet ein Feuerdings, okay. Ja, ich würde sagen, das könnt ihr im Moment nicht tun. Benötigt Geburtstag von WoW, wann ist denn der genau? Schauen wir mal wahrscheinlich den Kalender rein da. Oder habe ich das schon verpasst? Ich habe es schon verpasst! Das wäre gestern gewesen! Nein! Ich habe den Geburtstag von WoW verpasst. In dem Fall Happy Birthday im Nachhinein, liebes WoW. Happy Birthday! Mann! Habe ich das einfach verpasst? Mühsam! Wirklich mühsam! So, aber dann machen wir in dem Fall mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Da wartet nämlich schon die Nisha wieder auf uns. Quiz beenden! Aufruf zur Aufruf! Befreit und bewaffnet 8 Vulpera-Sklaven in Käfigen! Und lasst sie uns fürchten! Steckt 12 Vulpera-Banner in tote Treulose. Hä? Das habe ich jetzt nicht so ganz... Ah, in tote Treulose! Wir müssen Leute töten und sie dann eigentlich mit dem Banner bestecken. Sehe ich das richtig? Probieren wir das gerade mal aus mit dem Sklav da. Dann weiss ich nämlich auch schon mal mehr. So, öffnen, looten und einen Banner in dich stecken. Nice, okay. So haben wir bestätigt, dass Vulpera da sind. Wer bist denn du? So, befreit. Befreit. Aber unterstützt uns gerade noch. Ganz geil. Ganz geil. Ein Kämpfer mehr in unseren Truppen können wir immer gut gebrauchen. Sage ich auch nicht nein. Dann stecken wir da schon mal einen Banner rein. Ah, kann ich das nicht, wenn ich da am Kämpfen bin? Ah, doch, hat es gemacht, okay. Ah, das jetzt irgendwie nicht geschnallt, ob es das gemacht hat. Warte, aber... So, der dritte Banner schon. Der dritte Banner schon umgelegt haben. Der nächste Sklave, den wir befreien. Let's go, brennen alles nieder. Kein Problem für uns. So. Dann wir da, zack. Dann brauchen wir da aber noch Waffen, hä? Ich glaube, wir brauchen die Waffen, um die Sklaven zu befreien und überhaupt bewaffnen in dem Fall. Also so gehe ich jetzt mal davon aus. Die kämpfen da auch gerade gegen jeden Einzelnen, der ihnen da im Weg kommt. Die lassen da nicht lange auf sich warten. Dann unterstützen wir die natürlich auch. Da hinten die kämpft jetzt gerade gegen die zwei. So, dann looten wir schnell und dann stecken wir da den Banner schnell in. Oh, es hat gerade beide genommen. Nein, es ist gut zu wissen, dass wenn man mehrere aufs Mal tötet, können wir gerade mehrere Banner aufs Mal machen. Aber jetzt nehme ich da zuerst mal die Waffen auf, dass wir wirklich genug haben, um euch hier auszurüsten. Let's go. So, befreit den Sklaven, weil dann geht es dann nämlich leichter zum dort töten. Also wie es aussieht, sind wir da wirklich schon am Anfang vom Krieg, also am Anfang vom Kampf. Sind wir jetzt schon alle am Ausrüsten, um die Schlucht zu beseitigen alles. So, nice. Nächste Dings haben wir gesetzt. Tun wir dich noch schon befreien da. Ah, ich habe keine Waffen mehr. Das heisst, töten wir zuerst die zwei schnell da. Und das ist ja gut zu wissen, dass jetzt wirklich jeder zuerst beide kann töten und nachher dann mal schön unsere Flaggen kann aufstellen von der Vulpera. Also ich muss sagen, eine andere Seite hätte ich mir nicht gewünscht. Also für die Vulpera-Kämpfe finde ich ziemlich nice, weil die so cute sind. Hoppa, nächster. Komm. Put. Nice, jetzt sollte ich das können setzen. Genau, jetzt haben wir direkt 3 gesetzt. Okay. Ich muss jetzt mal gleich anklicken. Das haben sie recht gut gemacht. Also wo wir ja angespielt haben, bevor jetzt Shadowlands, also am ganzen Anfang, haben wir immer müssen wirklich die Leichen noch separat anklicken, um überhaupt irgendetwas anzubekommen. Jetzt kannst du wirklich neben der Leiche stehen, den Knopf drücken und gut ist. Das finde ich natürlich noch ziemlich nice. Dass man nicht unbedingt auf die Leiche muss drücken. So, nächstes befreit. Und dann würde ich sagen, nehmen wir gerade den hier als letzten. Wenn der hier uns nicht sieht, hier hinten. Komm, dich befreien wir gerade, du kannst mitkämpfen. So, lang. Nice, haben wir noch nicht... Ah, warte doch, der Banner muss ich noch setzen. Voilà, nice, dann haben wir das alles schon erledigt. Dann ab wieder zurück zu der Nische, dann schauen wir mal gerade, wie es weitergeht. Mit diesen ganzen Sachen hier. Wieso leuchtest du die ganze Zeit? Ah, wegen der PvP-Sache. Aber wir machen kein PvP. Wir questen durch. Wir wollen bis Ende Shadowlands durchquesten. Darum, Nisha, Aufruf zur Aufführer, Quest beenden. Kehr zur Vorricht zurück. Okay, und du hast auch noch mal etwas für uns. Der Chiron, lieber Chiron, zündet die Orte der Sklavenauktion in der schlägenden Schlucht an. Also, wir müssen hier einmal zum Vorricht zurückkehren und einmal müssen wir da... Hier steckt die Schlucht in Brand. Trefft mich bei den Gehegen, wenn ihr fertig seid. Okay, bei den Gehegen müssen wir ihn treffen. Alles klar.
Wir sollen dann, wenn wir fertig sind, bei der Gegend treffen, aber ich glaube, wir gehen jetzt lieber zuerst schon zum Vorig, weil der hat vielleicht noch eine Quest, die uns dort dann auch gerade anführt, bevor wir da jetzt gross weitermachen. Liebe Vorig, da sind wir wieder. Quest beenden! Diplomatie und Dominanz. Benutzt Vorig Stab, um 6 Unterdrückspitzen der treulosen Energie zu entziehen und nicht fallen lassen, noch nicht. Sammelt 6 empfindliche Blitzbomben von den Treulosen. Okidok. Das klingt doch schon mal schmackhaft, aber das ist... Oh, stecken geblieben. Jetzt ist aber die Frage, was machen wir zuerst? Sollen wir zuerst die Stäbe machen? Nein, komm, gehen wir zuerst die westlichen Sklavenmarkt machen, weil das wundert mich mehr da, die Sklaven zu befreien irgendwie. Weil die tut mir irgendwie leid und ich weiss nicht, ob wir da nochmal in die Schlucht reinkommen. Ich muss da wirklich wieder weiss nicht, wie viel aus dem Weg räumen, bevor ich überhaupt da komme, wie das aussieht. Dann machen wir doch das erste Mal. Gratis XP nehmen wir doch liebend gerne auch an. So, einen müssen wir da mal ein bisschen aus dem Weg räumen, weil sonst wird es ein bisschen... Ah, jetzt habe ich den falsch angegriffen, nein! Nein! So, dich und du auch noch, komm, stirb. Nice, über das Gold haben wir gerade bekommen, nur für 3 Gegner, die wir getötet haben. Ist das der Sklavenmarkt? Ah, da greifen gerade wieder 4 aufs Mal an. Hier sind doch alle Ölis, du. So, Dann sind wir da schnell gefangen. Dann können wir auch nämlich schön töten, während wir da in Gefangenschaft sind. Also die Fähigkeit finde ich eben immer noch mega geil. Besonders aber, wenn man so einen Kampf hat mit mehreren. Also ich kann mir jetzt wirklich Zeit gönnen. Ja doch, ich werde euch aufhalten. Glaub mir das. Glaube mir. Glaube mir meine Worte. Ja, ich würde auch weggehen, weil jetzt wird es fackeln da. So. Und brennen. Brennen. So. Den ersten Sklavenmarkt haben wir abdingsen. Also die wirklich mit Vulperen handeln und mit allem Möglichen. Das finde ich schon ein bisschen asozial, was die da machen. Ich versuche aber jetzt schnell... Kann ich die nicht gerade mit denen zusammen abfackeln? Ja, nein, eben doch nicht. Also kämpfen gegen die muss ich trotzdem. Oder kann man das Gleiche gerade nochmal machen. Dann können wir sie fesseln und sie töten. So, komm, nächster, stirb. Der letzte. Und dann machen wir uns gerade wieder zum nächsten Sklavenmarkt, weil ich glaube, es sind genau im gesamten 4 oder 3 Stück. 3 Stück wohl. Ah, Mann! Die Lölis. Jetzt haben sie mir einfach noch das Zeug abfackeln lassen, schnell. So, komm. Muss ich aufpassen, wenn ich auf die falsche Seite laufe, sonst greift mir jeder auch noch an. So, So, jetzt rühren wir die Fackel in der Hoffnung, dass die da auch sterben. Komm, brennt! Oder doch nicht. Mann, jetzt habe ich sie in Flammen gesehen aufgehen, aber wieso hat das doch nicht funktioniert? So. So, jetzt bist du an der Reihe. Und dann haben wir den Sklavenmarkt eigentlich aufgelöst. He? Aber wenn ich in die Richtung schaue, sehe ich da, ah, die Schlucht soll brennen, also wir müssen wirklich in die Richtung schnell gerade gehen. Dann machen wir doch das. Ah, aber wieder Lölis, wo wir da gegen den Keks gehen. Dann töten wir schnell dich zuerst. Und da kommt schon der nächste, wo wir gegen den Keks gehen. Also wir hätten ja im Notfall wirklich auch noch unsere Heilung und alles. Da müssen wir uns nicht allzu viel Gedanken machen. Bis jetzt schlagen wir uns eigentlich gut durch. Komm, ich heile mich jetzt einfach mal für Notfall. Dann ist die Fähigkeit nachher schnell wieder aufgeladen. Dann können wir sie ja gerade wieder brauchen. So. Und da sollte es irgendwo noch Quest haben. Wo? Ah, da unten ein Buch. Oder? Ein Buch, ein Zettel. Was ist das? Ja, ein Zettel. Tötet Chakrat in den schlängenden Schluchten. Okay. Ist das gerade der da? Nein, das ist nicht der. Und eine Kiste. Das wird sich irgendwo... Ah, da oben. Den da oben müssen wir töten. Okay. Aber dann gehen wir jetzt zuerst mal da rüber, weil da haben wir gerade eine Quest zum Abgeben. Da vorne ist es schon. Der liebe Kiro wartet auf uns. Schön unsichtbar, dass ihn ja niemand erkennt. So, Quest beenden. Entfesselt die Bestien. Tötet Zähme Trakis, um den Krux freizulassen. Dafür kommen wir noch etwas Cooles über. Das haben wir doch lieben. Genau, ungezähmtes Geschmetzel.
Tötet 8 Treulose in den Futtergruben. Nehmen wir doch liebend gerne an. Also wie es aussieht, sind wir da jetzt wirklich einfach am Abmetzeln. Also wirklich Krieg ist, wie es aussieht, wirklich voll im Gange. Aber ich würde sagen... wir gehen da oben durch mal. Wir gehen jetzt einfach mal da oben durch. Machen mit unserem Gemetzel eigentlich da mal weiter. So. Ja, doch, siehst du ja. Hey, immer die letzten Worte, mit denen sie kommen. Das ist abnormal. Das kann nicht sein. Du wirst eh nicht gewinnen. Und so, also wirklich so richtiges bla bla bla. Aber sie müssen doch einfach lernen, dass wir mächtiger sind und dass wir jetzt ihnen eins auf den Deckel gegeben haben. Ganz leicht. So. Wie machen wir weiter? Da hätten wir halt noch eine ungezäumte Bestie. Ich suche eigentlich den starke von denen, weil den würde ich eigentlich gerne mal ausschalten. Aber wie es aussieht, komm, wir metzeln uns jetzt mal da den Weg frei. Wir metzeln jetzt uns mal da den Weg frei. Und dann schauen wir mal, weil da hinten haben wir ja auch noch mehrere Sachen zu erledigen. Doch, es kann sein. Es ist passiert. So, du nervst mich nämlich. So. So, dann muss ich noch ein Pfeil reinlassen, dass mich den wirklich tötet. Und ihr bleibt da drauf. Also das ist das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, dass meine Drachenfalken wirklich genau das Ziel angreifen, wo ich auch am Angreifen bin. Wenn es da noch eine Ausweichung geben könnte, dass ich wirklich zum Beispiel nur diese Fähigkeit muss einsetzen, damit sie dann auch das Ziel wechselt, würde ich jetzt schon... Hä? Gezähmtes? Okay, probieren wir das mal aus. Ansturm! Okay! Hä, das hat ja gar nicht gebracht. Das hat jetzt aber sowas von gar nicht gebracht. Kann man jetzt darunter erwarten, dass er wirklich überrennt oder so, aber... Okay. Okay. Lassen wir das mal so stehen. Ich glaube, da in der Höhle rein müssen wir ran. Sieht ganz danach aus, jawohl. Sieht ganz danach aus. So. Dann metzeln wir den schon nieder. Das noch so. Was sind denn das? Was, die da? Das sind Koks. Okay. Ah, der hat ein bisschen mehr Leben. Ich hatte gedacht, wieso lebt der so lange da? Ich habe jetzt gerade gedacht, wieso lebt der überhaupt noch? Der macht aber auch guten Schaden. Meine armen Drachenfalken! Nein! Das lasse ich nicht zu. So. Doch, jetzt sind sie frei. Was machen sie jetzt? Wir laufen mal hinten an, das wollte ich sehen. Nice! Sie zerfleischen gerade alles, außer mich. Juhu! Juhu! Ah, die rennen jetzt wirklich da aussen rum und metzeln einfach das Zeug nieder. Das ist schon nice, dann können wir uns drin mischen, weil wir müssen ja sowieso eine Handvoll denen töten. Also 8 müssen wir töten. Aber das haben wir jetzt schon erledigt. Hä? Hat der Krog dich nicht getötet? So. Dann benutzen wir dich jetzt einmal, wenn wir suchen jetzt, wie es aussieht, nochmal so eine Höhle. Ist da hinten eine Höhle? Ah doch, jetzt hat er Schaden gemacht. Wieso beim letzten Mal nicht? Ach komm, lass mich in Ruhe, wir haben schon genug von euch getötet. Wir haben doch schon genug von euch getötet. Oh Jägeli. Oh Jägeli, Jägeli. Dann haben wir da aber gerade wieder ein Krux, aber die Frage ist, wie komme ich in die andere Höhle dort rüber? Hä? Hä? Oder haben wir das jetzt schon gemacht? Ah, das haben wir schon gemacht! Jetzt wollen wir nur noch den Chakra töten da. Der sollte sich irgendwo da befinden. Komm, lauf, 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 lauf. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Lauf, lauf, lauf. Hey, der spuckt mich gerade an. So ein Grüssel. Warte, da hinten sollte er sich irgendwie befinden, laut unserem Zieldings. Also ist wirklich der da vorne. Wir haben ziemlich wenig Leben, also ich muss... So, schauen, dass wir... Oh, was? Meine Drachenfalken sind tot? Wann sind denn die gestorben?
Wann sind denn die gestorben? Wann sind denn die gestorben? Der Begleiter ist nicht tot. Wo sind denn die? Jetzt? Oh Mann. Mit 100 Hä? Schaut euch an. Ah, du bin jetzt gerade mal schnell ruhig, du. Hä? Wieso sind denn meine Drachenfalken nicht rum gewesen? Die wollen mich doch veräppeln. Aber es wird mir sogar ein Grabstein mega gut angezeigt, wo meine Leiche ist. Nein, das gibt's nicht. Ich bin einfach gestorben. Nein! Nein, 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 nein. Oh Mann! Das gibt's ja nicht. Wieso bin ich gestorben? Einfach weil meine Drachenfalken nicht rum sind. So mühsam. So mühsam. Warte, da oben ist sie, aber bin ich auf dem richtigen Weg? Ich glaube da hinten rauf, hä? Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Sali, du. Das ist schön, wenn man tot ist. Man kann einfach an den Leuten vorbeilaufen und kann sie ein bisschen beobachten. Ach Mann. Jetzt sind wir so ewig nicht mehr gestorben. Und jetzt sterbe ich einfach. Wegen so einem dummen Fehler. Also dummen Fehler. Ich habe gemeint, sie sind tot. Aber irgendwie sind sie einfach nicht rum gewesen. Oh Mann. Oh Mann, 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 Mann. Annehmen. So. Einfach Neues. Jetzt sind sie da. Und jetzt treten wir dir ins Viertel da im Fall. Das kann ich mir nämlich nicht gefallen lassen, was du da abgezogen hast, du Nudeln. Nein, nicht der. Oh, ich habe das falsche Ziel angegriffen. Ich Nudeln. 2 Fehler hintereinander. Gröbere Fehler. Aber das mal geht das easy. So, nice. Dann haben wir das erledigt. Dann gehen wir gerade mal weiter güchseln. Wo wir hin müssen, da unten. Wartet dann nämlich schon gemütlich auf uns. Mal schauen, ob wir da denen vorbeischleichen können, aber das sieht schon mal gut aus. So, schön an der Wand entlang. Sali Kiro! Entfesselte Dingsbums. Quest beende. Stellt das Schlachtkrollus-Kreitier und kehrt zum Mera zurück. Auf den Krolus und lasst uns hier verschwinden, bevor die Treulosen Verstärkung schicken. Hä? Ah, da drauf muss ich. Okay, let's go. Oh, aber der ist aber besser zum Reiten. Wo muss ich jetzt mit dem Mann? Ah, es wird mir angezeigt. Einfach dort hin, wo die zeigen. He? Der ist aber wenigstens einmal ein bisschen schneller unterwegs. Da rauf. Hä? Geht's einfach mal da rauf. Nein, das ist falsch gewesen. Das ist mega mühsam zum Steuern, das Ding. Das ist gerade mega mühsam zum Steuern. Wo ist es? 120 Meter, wenn wir ganz rauf. Nein, ich bin falsch. So. Jetzt aber. Jetzt sind wir richtig. Überraschend viel Spaß gemacht. Ja. Ich bin ja so froh, dass ihr Wir müssen selber laufen, das ist immer lustig. Wo habt ihr den Krolus-Kerl? Wie heißt er? Darf ich ihm einen Namen geben? Ist er lieb? Später erzähle ich euch alles. kenne diese Lasst uns Gegend erst besser einmal als unsere jeder Leute in andere. Sicherheit bringen. Level 42. Wollt ihr handeln? Und Quest Der beenden. verschluckt den So, wir haben einen tödlichen Schuss bekommen. Da müssen wir uns nachher gerade mal schnell anschauen. Da innen haben wir keine Quest mehr. Wir haben jetzt ja wieder Aussendrag-Quests zum Erledigen. Aber ich persönlich würde an dieser Stelle sagen, wir haben unser Level up. Wir haben ziemlich gut fleissig Quests erledigt. Wir sind ja eigentlich ziemlich gut dran, würde ich mal sagen. Aber an dieser Stelle würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir leveln weiter in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde World of Warcraft mit euch in der Schweiz. Danke vielmals und ciao!